Mein Name ist Georg Diegruber, grüß Gott, danke für das Interesse. Ich darf in ein paar Minuten das Projekt Lebenswerte Gemeinde, lebenswertes Österreich vorstellen. Danke für die Möglichkeit, noch einmal lebenswert in einem tieferen Zusammenhang zu sehen, über die Materie hinaus, was macht es denn wirklich aus, wo fühle ich mich wohl. Also sicher eine andere Definition als vor Jahren, wo lebenswert sicher noch mehr mit Materie, Statussymbole, Haus, Auto, Beruf etc. Kommuniziert wurde. Was ist das Problem in der jetzigen Zeit? Wir sind sehr analytisch, sehr in der Angst, sehr getrieben und haben wenig Gestaltungsspielraum, und genau diese emotionale, soziale Intelligenz, die so wichtig wäre, bleibt irgendwo auf der Strecke. Jetzt können wir uns baden in Mitleid und fordern gegenüber Politik, EU etc. und wir sehen aber, das ist nicht die Lösung, schaffen uns einfach Lebensqualität selbst in unseren kleinen Einheiten. Dafür ist es einfach notwendig, eine gewisse Bewusstseinsbildung zu machen, vielleicht ein anderes Wort, das Wahrnehmungsfeld zu erweitern, einfach einmal Gewohnheiten hinterfragen, gewisse Dinge anders tun. Da haben wir eine Menge Ideen. Ja, wie können wir das Ganze umsetzen? Es gibt ja eine Menge an Initiativen, die sehr, sehr dienlich sind, die uns wirklich weiterbringen. Wenig wissen davon, also 95% der Menschen in Österreich geht das irgendwo vorbei. Das finden wir in den normalen Medien nicht. Wir haben eine Reizüberflutung auf der anderen Seite, aber so essentielle Informationen sind nicht da. Und den Schlüssel sehen wir in den Gemeinden. In den kleineren Gemeinden sind irgendwo bei 2000 in Österreich, aber nicht in der Gemeinde als Kommune, sondern parallel dazu vom Menschen, dass wir uns die Lebensqualität schaffen, natürlich als Ergänzung zur Gemeinde, Kommune auch als Entlastung, aber wirklich rein privat, über allen stehend, und das ist auch meine Inspiration als Initiator von der Vereinigung, dass wir einfach Verantwortung übernehmen für die eigene Lebensgestaltung und diese Gemeinden in dem Sinn nutzen, wo wunderbare Strukturen sind. Also da gibt es ein fixfertiges Konzept und wir sind eben dabei, die ersten Gemeinden, also Gemeinschaften zu schaffen. Wichtig dabei bei den Ganzen ist, es geht um einen Rahmen, der immer auf einer Gemeinde aufbaut, aber ohne eigene Inhalte. Also wir haben keine eigenen Projekte, sondern wir verbinden, wir fördern, wir bringen einfach die vielen Initiativen, die vielen Konzepte hin zu den Menschen in Österreich. Als Beispiel dazu gibt in Oberösterreich ein wunderbares Zeitbankerl, wo einfach eingeladen wird, setzt die hin, schenkt dir Zeit, hat im Miteinander aber entsprechende Wirkung für das Thema Miteinander. Noch eine tolle Idee aus Berndorf stammend, Dankbarkeitsstammtisch. Wenn ich mit dem Ansatz der Dankbarkeit hingehe, ist es sicher ganz anderer Zugang. Eine Idee von einem unserer Botschafter, vom Sepp Forcher, reden wir miteinander, die Sprache geht irgendwo verloren, vielleicht nicht Steiermark ist das umgesetzt worden, würde man gerne in die Schatztruhe packen, müssen wir noch klären, ob die das wollen. Es gibt in Österreich einfach ganz, ganz viele Sachen, die laufen, die sind da, aber irgendwo ist der Fokus in ganz anderen Bereichen, in den Mainstream, in den Zeitungen, und ja, wir sehen jeden Tag die Angst, und da schaffen wir die Kraft, also wirklich auf das zu fokussieren, was uns dient. Von der wissenschaftlichen Seite ist es wunderbar erklärbar. Gerald Hüther, Gehirnforscher, in dem Buch Kommunale Intelligenz beschreibt es sehr, sehr schön, wo die Problematiken liegen, warum man früher ganz anders wir gehabt hat, da hat man sie einfach gebraucht. Das haben wir irgendwo abgedriftet, aber das Schöne ist, wir können es jederzeit ändern, und wenn wir sagen, wir übernehmen Verantwortung, geht es wunderbar in die Richtung. Wie ist jetzt der Ablauf? Wenn Sie sagen, ja, das Konzept inspiriert mich einmal, ich kann mir vorstellen, dass wir so einen lebenswerten Rahmen bei uns in der Gemeinde schaffen, einfach Kontakt über lebenswertegemeinde.at, so ist die Internetseite, also lebenswertegemeinde zusammengeschrieben.at. Erster Schritt wäre ein Gesprächsabend in Ihrer Gemeinde, wo man einfach einmal fokussiert auf Lösungen, was macht die Gemeinde lebenswert, steht in dem Sinn drüber über das Ganze, und dann sieht man einfach aufgrund der Dynamik, was ist da, was gibt es schon an Schätzen, wie ist die Aufbruchsstimmung, und das Ganze natürlich in Abstimmung mit der Gemeinde, und alles Weitere wird es da geben. Wir sind jedenfalls dabei, jetzt in Österreich ein paar Vorbildgemeinden zu schaffen, wo man wirklich, wenn man hinkommt, merkt, da ist was anderes. Vielleicht rational, oft gar nicht erklärbar, aber irgendwo spürbar, da bleibt man, da fühle ich mich wohl, da macht das Leben aus. Und das hat auch sehr viel mit wertschätzender Achtsamkeit zu tun, mit eben einer entsprechenden Kommunikation, wo man aus dieser Bewertung einfach rausgeht, wo man wieder ein fühlendes Wesen wird. Wir sind Sozialwesen, haben das irgendwo vergessen,
Und ich wiederhole mich da jetzt noch einmal, wenn wir jetzt starten und sagen, wir schaffen uns diesen Rahmen selbst und stärken auch diese vielen Initiativen, geht es in eine gute Richtung. Es ist auf allen Bereichen in dem Sinn Handlungsbedarf. Auch das Thema Lernen in Schule gibt es so wunderbare Projekte wie die Leihschulen, wo man sehr viel kommunizieren kann. Auch die örtliche Wirtschaft über diesen lebenswerten Rahmen zu stärken, dass die eine Bühne haben entsprechend, ist ein Punkt. Also das ist wirklich allumfassend, alles was uns nährt, was uns stärkt. Details auszuführen wäre jetzt würde ein bisschen zu weit gehen. Jedenfalls, um den Leopold Kohr zu zitieren, einen alternativen Nobelpreisträger, Lösungen basieren nur im Kleinen, große Systeme können Probleme nicht lösen und das sehen wir mehr denn je. Irgendwo scheint die Welt zusammenzubrechen, auf der anderen Seite, wir in den kleinen Einheiten können entsprechend gestalten. Ja, würde mich freuen über weiteres. Schön, wenn das irgendwo ein bisschen Inspiration war. Und ja, auf der Seite lebenswertegemeinde.at gibt es die Infos. Sehr gerne auch noch meine Mobilnummer 0664 45 4 mal die 2 und die 7. Mein Name Georg Digruber. Vielen, vielen Dank.